Ja, Leute, ihr seid richtig. Wir sind hier in Schloss Hyrule bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Nach Ewigkeiten endlich mal hier angelangt. Und schon ein paar krasse Dinge gefunden. Ganz zu oberst. Hier auf, fast schon eigentlich auf der Schlossspitze. Und dann bereits mal, 2 Gardebogen gefunden. Ein Schattenbogen sehr gut versteckt. Dann noch ein Gardeschild. Wir haben, ja, waffentechnisch jetzt, glaube ich, gerade Hellebarde gefunden und irgendwie 2 Königsschwerter hier. Und natürlich jetzt hier vor uns liegend das Gardeschwert. Und ganz ehrlich, vor allem das Gardeschwert würde ich natürlich sehr gerne mitnehmen. Mal gucken, wie sieht es mit den Werten aus. Ich meine, 22, Alter. Das ist jetzt aber eine gewaltige Angriffskraft, weil wenn der Kurs von Zerbrechen steht. Auch das wäre eine perfekte Waffe im Kampf gegen Lionel, wenn du so auf den Rücken klettern kannst. Wir haben so noch die Dinger hier. Ja, machen wir jetzt mal fusionieren, damit ich mal ein bisschen Platz habe und so. Muss mal gucken, ich muss sowieso eigentlich mehr auf Zweihänder gehen und die Dinger mal loswerden, ne? Weil sonst ist schwierig. Na, blocken, dann Zweihänder und so. Naja. Ist ja nicht unbedingt meine bevorzugte Art und Weise zum Kämpfen. So. Aber da wir sowieso mal das Maßschwert holen wollen, ist ja nur ein kurzer Ausflug. Aber kurzer Ausflug, ich würde gerne nach... was kann ich mehr? Kommen wir von der anderen Seite dort überhaupt? Oder wo kam ich her? Ich bin gerade ein little bit confused. Dann wenden natürlich überall schön die Zeichen hier, zum Beispiel hier. Damit das Königswappen der Familie mit dem ganzen Triforce, da mit Kraft, Mut, Weisheit, alles schön angeordnet. Und ich finde es ziemlich erstaunlich, dass wir in der Vergangenheit jetzt von der Königsfamilie, so mit dem Sona, also sprich auch vor allem mit Rauru und Sonja, gab es nie einen Hinweis darauf, in das, ja, wie sie eigentlich zu den Triforcen so stehen. Das hat mich ehrlich gesagt schon ein bisschen verwundert. Weil ich gerade hier eigentlich erwartet hätte, dass irgendwie mal, naja, eine Erklärung folgen würde. Ein Hinweis vielleicht, So, bevor ich da runtergehe, holen wir uns natürlich mal ganz kurz noch unser neues Reckengewand, Also gemäß Zeldas Hinweisen, dass ich richtig im Kopf habe. Neues Reckengewand. Das ist die Feuerschalen, der Schlüssel, um es zu finden. Warte mal. Da ich mich jetzt, oder ruckelt es ein bisschen? Ich frage mich gerade, ob es bei der Aufnahme liegt oder sonst was bei mir gerade. Egal. Machen wir so. Wird sicher mit der Fackel gehen, aber hey. Ja. Feuerschalen, Hinweise. Ist klar, Zelda, ist klar. Neues Reckengewand. Dieses kleine Stück für jene, die den Respekt der Königsfamilie von Hyrule genießen, wurde überarbeitet und verbessert, unter anderem mit neuem Schulterschutz. Aber es hat halt trotzdem eine Basisstärke von 5. Also ist schon wesentlich schwächer als unser aktuelles Set. Wo ist das überhaupt jetzt hin? Huch. Hä? Jetzt blind. War jetzt zu schnell. Ah, hier neues Reckengewand. Okay, da ist schon. Wie sieht es denn jetzt hier mit den Sets aus? Ich meine, ein eigenes Reckengewand komplett gibt es ja nicht. Ah, hier unten einfach. War jetzt schon eine Basisstärke von 5. Gut, das Hühlergewand haben wir nur einmal abgegradet, oder? So sieht es eigentlich auch nicht schlecht aus. Vielleicht sollte ich irgendwie das noch irgendwie ein bisschen anders anmalen. Die Hylia Hose. Vielleicht irgendwie mal dort eine andere Hose setzen, wie die Zeithose oder so. Und eine Hose wäre nicht schlecht. Naja, so ein bisschen verschiedene Dinge miteinander kombinieren. Okay. Das Reckengewand in Blau mit dem in Weiß, also mit der Hose selber geht schon. Der Mützenweiß ist irgendwie ein bisschen schwierig. Naja. So. Gut. Was passiert, wenn ich jetzt hier runtergehe? Guck da, der große Boss-Endkampf. Er taucht jetzt Ganondorf auf.
Gar nichts. Okay. Haben die tatsächlich den Boden wieder aufgeschüttet? Nach dem Ende von Breath of the Wild? Das haben sie getan. Da hatten sie, oh, ein riesiges Loch hier. Nee, das geht gar nicht. Aber sonst im Schloss haben sie nicht viel wieder zurechtgerückt. Obwohl. Die Frage, was war damals wirklich alles zerstört? Auf der Karte, ob es hier irgendwo noch etwas, ein Ort oder so gäbe, wo ich jetzt sagen würde, ja, dahin zu gehen, könnte sich jetzt gerade noch lohnen. Gucken wir jetzt einfach mal ein bisschen um. Musik, ey. Junge, Junge. Mhm. Da eigentlich der Haupteingang. Jo. Wir ihn kennen und lieben, warum sitzt hier oben Monster? Also in der Käse. Irgendwie zwei Monster, irgendwie ein Schild liegt am Boden, scheint aber auch kein besonderer Schild zu sein. Ein gewisser Orte da unten, okay. Also sonst Schloss Hyrule selber gibt es ja gar nicht mehr so viel zu holen, ne? Täuscht mich, oder ist das Teil ein bisschen kleiner als noch bei Breath of the Wild? Zur Zeit der großen Verheerung, ja, wie es damals immer so schön hieß. Wobei ich den Titel Große Verheerung immer ein bisschen seltsam fand. Die Verheerung Ganon. Vielleicht überall Miasma, ist ein bisschen das Problem. Man kann ja auch irgendwie von oben unterklettern und so. Die Frage ist nur, wozu soll er das tun, ne? Man könnte doch jetzt mal hier. Mal rechts raus, es scheint es noch ein größeres Stück zu geben. Crazy finde ich ja auch, dass die Waffen irgendwie zerfressen werden, aber irgendwie Schloss und so selbst augenscheinlich nicht wirklich, ja? Da irgendwie der Boden, dass irgendwie alles zerfressen wird und so. Nö. Ja, servus. Anschlag haben wir zwar eine theoretisch eine Idee, aber es wird nicht funktionieren. Oh, das war Künstlerpech. Nach wem rufst du eigentlich? Da ist gar keiner da. Ist er tot? Ist er tot? Ein Soldatenschild. Nur sowas. Dafür aber hier, haben wir gerade richtig gesehen, ein Soldatenschwert. Ah ne, ein Königsschwert schon wieder. Oh, da unten ist noch eine Truhe. Ganz fieser Wege, gewisse Dinge versteckt, ja? Mhm. Oh, kommt da irgendwie überhaupt hin oder muss ich da ein bisschen tricksen? Ne, geht. Wow, hat sich richtig gelohnt, hey. Okidoki. Da wäre ich soweit richtig, ja? Ich sowieso in mein
Wir sind hier im E, gell? Es geht natürlich in noch U1 und so. Alles schön und gut. Offenbar hier nichts zum Schloss selbst. Also da irgendwie runterspringen selber geht nicht. Aber ich habe natürlich hier noch ein paar Optionen. Wow, wow, wow. Das war erschrocken, ne? Gerade zusammengezuckt. Sehr das Labor. Ja, das kennen wir. Schon so zerstört, hä? Alter Schwede. Wieder ein Gardebogen. Ey, was ist hier mit diesen Bögen los, Freunde? Ist das schlimm, was hier alles herumliegt? Ich schmeiß die mal weg. Den Soldatenbogen auch. Come on. Haben uns genug stark. Also Bögen mangelt es gerade wirklich nicht. Haben einen starken Bögen. Gardeschwert. Hier schon eins. Stecken kurz zu zerbrechen. Und kurz zu zerbrechen steht. Also der gleiche Effekt wieder. Komm, das Teil geht eh bald kaputt. Dann kann ich die eigentlich mal bei Gelegenheit noch ein bisschen fusionieren mit was Coolem. Schön, schön. Das Labor kennen wir eigentlich auch aus einer Rückblende aus Halo Warriors, Age of Calamity. Ritter Zweihänder. Ich will noch mal gucken, wie das Teil aussieht oder was Wert es hat. Nee, jetzt haben wir nicht das. Also generell schon cool, aber jetzt nicht unbedingt das, wo ich sagen würde, ja. Zeldas Gemach. Oh, Gemach, Gemach. Schon wieder ein Gardebogen. Alter, leck mich am Arsch, ey. Was ist denn mit diesen Bögen hier los? Okay, komm, jetzt muss man einen Gardebogen nehmen, weil ich habe so viele jetzt davon. Ja, sie haben die Entwickler ein bisschen übertrieben mit den Bögen. Junge, Junge. 4 krasse Bögen an einem Ort. Leibwache-Mütze. Stimmt, das Leibwache-Set gab es ja auch noch. Ist das komplette Set hier im Schloss? Ja, jetzt sind wir bereits bei U1. Weil ich nehme mal an. Ja, dachte mir schon, dass hier ein bisschen was schwierig ist, weil bei Breath of the Wild ging es hier noch weiter. Also das Schloss bei Breath of the Wild war riesig. Ein richtiger eigener Dungeon. Jetzt nicht gesagt, dass das jetzt irgendwie klein wäre, aber halt schon noch einen Zacken größer. So, warte mal, was mache ich jetzt hier? Ja, Waffen. Jetzt hier mal so Stichwaffen. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wobei, da ist diese häufig ein. Nee. Zweihänder, hier eine Beta-Elite-Klinge noch. Weil ich das Ding optisch noch cool finde. Also nachher hätte ich eher die Waffe einfach mal aufgeteilt. Oder defusioniert, weil ist schon. Ja, zum einen in der Kürze liegt die Würze, wissen wir ja. Aber das komplette Schwert wird einfach mal weg, die Klinge. Sagt, ja, das geht auch so. Die sind ja auch so seltsam. Ja, Elektro und die Dinger hier. Könnt das ablegen, aber ich habe entweder mal ein paar Einhänder dabei. Ja, ganz cool. Garde, Hellebarde. Komm, so stark ist das Teil eigentlich auch nicht. Wir haben einen Garde Zweihänder, einen 32er, eine gewaltige Angriffskraft frei. Okay, sehr schön. Haben wir gerade, soll ich mal. Das sieht doch lächerlich aus. Gerade überlegt, ob ich jetzt mal sowas mache. Ey, nimm doch keinen Gegner mehr ernst, wenn du mit so einem Teil rumläufst. Junge, Junge.
Okay, Zeldas Gemach. Kann man hier noch was Spezielles machen? Würde mich jetzt wundern. Aber eben, es ist das Gemach, hä? So, mal gucken, da geht's nicht raus, das ist klar, hier muss ich noch mal ein bisschen nach oben. Oh ne, warte mal, da war ich schon. Hä? Hast du einen falschen Weg gewählt oder was? Ach nee, ich muss da außen entlang. Alter Schwede. Also geht es sicher auch einfacher, wenn ich schon mal dabei bin. Ein Exelforce-Krieger, was will denn der hier? Oh. Sogar stärkere. Ich könnte mal... Ah komm, ich lasse mal noch damit. Wobei sind blaue, sehe ich gerade. Der guckt genau in meine Richtung. Mhm. Kannst du bitte umdrehen? Dankeschön. Nein, nicht. Richtig umdrehen, Alter. Okay, Gardeburger Power. Lecco mio. Oh. Servus, was meinst du hier? Ich habe heute geschlossen. Kommen wir später wieder. Bleiben Sie unten, wir kaufen nichts. Leck mich am Arsch, der Gardebogen. Aua! Das war frech. Verzeihung! Bin nur auf der Durchreise. Wisst ihr, was mir ein bisschen fehlt im Vergleich zu Breath of the Wild? Vor allem hier in die ganze... Das ist nicht nur Miasma, das Ding hier. Das sieht schon eher wieder ein bisschen so aus wie das... es war eigentlich auch ein bisschen Miasma, aber halt ein bisschen anders. Wie das Ding aus Breath of the Wild, irgendwie das... ich weiß gar nicht mehr, wie das damals hieß. Die Substanz halt. Also ein bisschen mehr lila war. Damals gab es diese Augen. Die vermisse ich hier ein bisschen. Ich meine, klar, wir haben hier auch die Miasma-Hände und so, ist ja auch alles schön. Oder eben noch nicht schön in der Sichtweise. Oh, da ist ein Krog. Was ist denn das für ein Reiseschwert, ja? Die Aussicht ist auch cool. Oder jetzt ein Schwellposten hin. Also Ganondorf hat oder hätte hier eine schöne Aussicht, wenn er mal hochkommen würde. Offenbar steckt ihm noch unten fest. Das ist schon doof, wenn man nicht die Fähigkeiten hat wie mir, aber sich zu sagen, okay, ich kann jetzt da schön mit dem Gleiter darüber segeln, oder sich zu sagen, jo, ich kann da die Fähigkeiten vom Arm nutzen und so. Kann der halt alles nicht, ist aber einfach... Halt Ganondorf, Er hat andere Stärken, Freunde, er hat andere Stärken. Und Schwächen, wohlgemerkt. Daher, wie gewohnt bei Zelda-Spielen, es würde mich nicht wundern, wenn der Kampf gegen ihn selbst ziemlich easy wäre. Endboss-Kämpfe in Zelda-Spielen sind eigentlich immer einfach. Es ist eigentlich immer so, dass alle anderen Gegner furchtbar stark und so sind, aber dann der Endboss-Kampf so von wegen, pff, ja.
Jo, war nett. Die Story war cool. Irgendwie so. Okay, jetzt sind noch nicht mehr viele. Können zwar da noch hoch. Also nicht wundern, ne? Ich bin ja ein bisschen rumlatschen und erforschen, was hier alles gibt. Weil ich hier ja eigentlich auch schon war, zumindest zum Teil. Warte, mal ganz kurz gucken. Wenn es da hier und so runter geht, wir haben ja noch U2 und U3. Guck mal, so es aussieht. U1, U2. Auf der linken Seite miteinander verbunden. Hier U3 eher weniger. Also bin ich jetzt hier noch im EG, ja, aber ich habe. Kann ich jetzt mal das hier erforschen. Was heißt erforschen? Mal angucken. Aber ja, Miasma-Schutz nicht schlecht. Ich habe irgendwie Schiss, so weil so ein Monster sind. Damals auch schon so, plötzlich irgendwie so ein starker Leutnant einfach da von wegen, oh, hallo. Ich denke mir einfach so, nee, muss das sein? Na, gehen wir erstmal hoch. Aha. Ein Königsbogen. Kann man mit dem Bögen habt ihr es hier aber in dem Spiel. Lecco mio, was? Nicht nur prachtvoll Gestalt, sondern auch überaus mächtig. Naja, schon. Und einen Gardebogen bevorzuge ich trotzdem. Hä? Das kann ich nicht hoch. Verarschen? Hä? Was ist denn da oben, dass er dann nicht hoch kann? Ah, nein, ganz ruhig, ganz ruhig. Kein Krog hier oben? I'm a little bit confused. Ich wollte gerade noch wechseln. Was im zweiten? Doch, ich glaube schon, oder war der zweite Wall damals, wo irgendwie so ein Lionel-Gegner plötzlich war. Die Tore sind noch abgeschlossen. Scheiß Neugier. Hä? Jo, gut. Hey, ist einfach nur so eine Belohnung für diejenigen, die damals halt sich dachten bei Breath of the Wild von wegen, oh, ich kriege ja viel zu wenig, ich werde ungerecht behandelt und so, und jetzt kriegt man hier voll die geilen Sachen. Ein Ritterschwert, so. Okay. Oh, nein, nicht hier. Hier hat's Miasma. Die Frage ist, kann ich jetzt hier wieder einigermaßen zurück... Sag mal, Link. Ja. Habe ich hier auch richtig gesehen, ne? Hier haben wir einfach quasi, okay, das ist schon U1. Der U1 da drin war ich schon, okay. Und dann EG und eigentlich hier wieder zurück, gell? Und gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, aber hey. Was weiß ich schon. Da drin ist so eine Truhe, hier ist aber ansonsten nichts mehr.
Also das Schloss Hyrule ist schon kleiner als im Vorgänger, das stimmt. Ich habe jetzt aber keine Schilde mehr. Es ist kein Platz mehr für neue Schilde, besser gesagt. Goshen-Schild, aber ein Schild mit Gerudo-Schild. Schild mit Schild. Immer Zeit für Shield Power. Der doppelte Schild quasi. Ihr könnt theoretisch auch das miteinander kombinieren, aber erst später. Also der Ausflug hier lohnt sich definitiv. Und abgesehen vom Jasma-Händen und ein paar Exelfos und Moblins, Bockblins war ja sowieso nichts los. Also eigentlich beides, Moblins und Bockblins. Na, guck mal an, was wir da haben. Ich wollte gerade sagen. Der neue Bogen ist schon heftig. Lecco mio. So, das ist also der hintere Teil hier. Jetzt ist ja alles abgetrennt. Ich frage mich ja, ob das Schloss Hyrule einfach für immer und ewig schweben wird. Das wahrhaftig das schwebende Schloss wieder hinten ist noch das Ding. Da können wir dann auf dem Rückweg oder so noch aktivieren. Da ist ja auch noch ein Weg, hä? Aber U3, das heißt, er kommt theoretisch von da hin. Oder ist ja auch. Ah, von da aus kommt man zum Schrein oder was? Ne, Wasser ist eher das U1. U2, Entschuldigung. Aber ist alles recht linear dort. Was ist denn das jetzt? Die Sonne oder was? Ich dachte zuerst wäre irgendwie so ein Laserstrahl, wie damals von den Titanen. Hä? Mami, du bist ja zurück. Nee, die sind nicht zurück, Freunde. Die wurden abgebaut. Vermutlich zu hohe Unterhaltskosten. Keine Ahnung. Was anderes kann man jetzt kaum vorstellen. Oder nur schwer vorstellen. Okay. Der Todesberg, aus dem ja auch Miasma strömt. Würde mich nicht wundern, wenn der, ich habe mit dem gerechnet. Würde mich nicht wundern, was soll ich gerade sagen? Wenn dann der, nehmen wir an, Feuertempel, dessen sein wird. Oh, ein Krog, cool. Der Feuertempel sogar, naja, Tiefenberg drin wäre. Wäre zwar mega fies, wie ich finde, aber der erste Tempel im Untergrund, eh? Irgendwie haben noch was. So, wir kriegen jetzt das Teil hier rein. Vorbei. Easy peasy wie immer. So, bin ich jetzt. U2 schon mal. Gar nicht mal so schlecht. Ja, wir sagen mal jetzt einen Weg. Wen haben wir denn da, hä? Ja, es sind so die Schwarzen, aber ganz ehrlich, viel Angst habe ich jetzt nicht. Im Gegenteil, begrüßt sie mal. Auf typische Linkart. Oder typische Schweizer Art. Grüezi miteinander. Oh. Da hat er nicht so viel Damage gemacht, wie er gehofft hatte. Habe ich noch? Ich hab noch. So. Wieder mal gegenseitig mit Fresse schlagen.
Ein Bild für die Götter. Ichi, was machst du da? Shots fired! Oh. Shots fired! Was? Nicht runterfallen, Buddy, nicht runterfallen. Ich sag nicht runterfallen. Der Garderbogen ist offenbar mächtig, aber hält nicht so lange wie andere Bögen. Im Vergleich. Ja, ist ja auch egal. Das ist noch eine Truhe. Kiste ganz alleine hier? Ganz einsam? Okay, die war wohl nur, damit ich irgendwie darüber komme. Und ich hab's vergeigt. Wo vergeigt? Und ist noch eine Truhe. Da kommt sogar hin. Okay, da schon müssen wir eine Eisflosse bauen, aber es geht auch so. Königs Zweihänder. Der 14 Grundstärke ist nicht schlecht. Ja, wir haben ja schon genug starke Waffen. Das Einzige, was man sich mal noch überlegen könnte. Ja, einen Felsbrocken haben wir loszuwerden, wobei ich es gerade der einzige, den ich habe, um irgendwas zu zerbrechen von dem her. So. Also müsst du darüber irgendwie schreien, ist klar. Okay, da ist irgendwie auch nichts. Da unten wieder was wäre, rein theoretisch, aber... Nehmen wir was anderes. Die Musik immer so. Du, 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 du. Denkt man einfach nur so, Alter, geht's eigentlich noch? Ist eh kein Bosskampf, also was soll's? Zwei, das sieht aber ganz besonders aus. So, einfach mal aktivieren. Die machen wir später. Du, 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 du. Huch. Geht's denn hier noch hin? U3. Interessant. Und hier wäre U2 da quasi zurück. Da könnte ich eigentlich auf die andere Seite vom U3 gehen. Okay. Dann machen wir das später. Also mal hier noch auf der Karte entfernen könnte, ist mal das Ding. Und das Ding. Weil ist jetzt eh vorbei. So. Also gucken wir erstmal das an, nachher gehen wir auf die andere Seite und dann da nochmal runter. Speichervorgang nicht gut. Richterschwert. Die Bibliothek. Ah, die ist hier unten. Okay, ja, die kennen wir natürlich auch noch. Den Vorgängen auch ganz krasse Quests, nicht Quests, sondern eher Mechanismen, die man auslösen musste, damit irgendwie etwas davon irgendwie aufgeht und so. War mit unten noch ganz lustig.
Da bringt es auch hier was, die Dinger anzuzünden. Huch. Hier war schon lange keiner mehr mit den ganzen Spinnweben. Noch ein Gardeschild. Ein Kombischild. Wobei, ja gut, von Schildblock plus 8. Kann unter Umständen ganz cool sein. Vielleicht wäre die umgekehrte Variante besser gewesen. Soldatenbogen. Oh, jetzt kommen die plötzlich auch wieder, oder? So, Sesam, öffne dich. Oh, okay, da war damals ein bisschen mehr los. Was sind das eigentlich für Dinger hier? Ah, eben. Da scheint hier noch was zu sein. Noch ein geheimer Eingang. Der Ausgang oder sonst was? Ja, der 200 ist dann unbedingt die beste Waffe, gerade für uns im aktuellen Fall. Eldra Drachenstein. Okay, wer kam damals auf die Idee, einfach mal auf den armen, unschuldigen Drachen Eldra zu schießen? Aus seinen Rücken. Ich weiß, nicht, den Rücken kann entzücken, aber man kann es übertreiben. Aber klar, sie ja noch etwas ist. Studierzimmer des Königs, Alter. Der König. Das ist auch Ewigkeiten her. Irgendwas hier zu gebrauchen. Königsschwert. Ja, gut, macht Sinn. Wir haben noch immer hier unsere beiden Königsschwerter. Leibwache Stiefel. Scheiße, das komplette Set gibt's hier. Hier Leibwache Mütze, Stiefel. Das heißt, der andere Teil fehlt noch. Ah, jetzt habe ich das Teil, Problem schon wieder. Ich mach mal Königsschild auf Königsschild, komm. Weil, wie gesagt, lieber ein Schild zu viel haben als zu wenig. Trennen kann ich sowieso immer wieder. So. Das haben wir gesehen. Hier unten ist soweit alles gut. Ob jetzt hier noch irgendwas versteckt ist, ich bezweifle es ehrlich gesagt. Fände es auch ehrlich gesagt ein bisschen... nein. Harakiri-mäßig. Ich würde lieber gucken, ob dort noch irgendwas ist. Ich sehe gerade irgendwie, ich glaube, diese Folge dürfte ein bisschen länger werden. Und das, dass wir noch nicht ganz durch sind, aber schon mal 40 Minuten sind. Ah genau, hier noch eine, hä?
Okay. Es brennen eigentlich alle, aber passiert ist nichts. Hä? Ne, warte mal, stimmt gar nicht. Die ging wieder aus da unten. Noch ein bisschen schneller sein, wa? Nehmen wir einen Königsbogen. Obwohl, das ist der einzige. Ritterbogen, da ich sowieso so viele von denen habe. Sehr viele von denen habe, sonst sehr viele kriege man natürlich. Du musst einfach schneller sein, das könnte durchaus sein. Warte mal. Das ist so einer. Oder? Offenbar nicht ganz. Stahl-Excelbogen. Oh, ein bisschen stärker. Oh, der falsche, den will ich nicht benutzen. Ja, komm, weg mit dir. So, dankeschön. Und hier geht's ganz tief runter. Direkt zu Ganondorf, ja? So, dann hätten wir das hier eigentlich soweit gemacht. Das heißt, wir können eigentlich von hier den Weg zurücknehmen. In der Hoffnung, auf der anderen Seite noch ein Ding zu finden. Das letzte Teil vom Garden Set. Und dann fehlt immer der Hylia-Schild, Freunde, der auch hier im Schloss sein soll. Also ja, die Folge wird wieder ein bisschen länger werden. Dafür habe ich jetzt hier alles vom Rest vom Schloss kompakt noch in dieser Folge Nummer 98. Und können in der nächsten Folge hoffentlich dann frisch und ein bisschen gestärkt oder wie auch immer, zumindest frisch, dann zum Dekobaum. Aber was ist denn hier los? Sommerschlussverkauf oder was? Ach Leute, wollen mich wirklich wütend machen? So geht doch. Meine Güte. War viele von denen, wa? Okay.
Brandgefahr. Du mich auch, Spiel, du mich auch. So. Ganze Waffen hier will ich gar nicht haben. Nö. Da passt schon. Jetzt natürlich wieder eine Waffe weniger, was eigentlich gar nicht so schlecht ist, da wir sowieso uns das Master Schwert holen wollen. Also insofern. Alles cool. Gegen so eine Monster, da ist nichts mehr cool. Soldatenbogen. Ich könnte noch einen mitnehmen, hat das irgendwie gehofft, dass hier irgendwo noch das letzte Stück wäre. Wow! Der hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Link, was machst du da? Eine Luft herumschlagen, super. Noch ein Königsbogen. Riechus Fähigkeit, die ich aber zu selten nutze. Ja, aber sie ist leider auch oft, also, ja, ich weiß, ich sag's immer wieder, aber gehört zum Beispiel zu Obosos Fähigkeit im Vorgänger, was eigentlich mehr oder weniger dieselbe Fähigkeit ist, aber anders angewendet wird, ist sie einfach in meinen Augen ein bisschen nutzloser. Klingt hart, aber ist leider so. Wenn du halt Dinge nicht auf Knopfdruck direkt aktivieren kannst, dass du erst sagen musst, aha, ich muss erstmal dich aktivieren, dann muss ich noch irgendwo hinschießen, wo dann die Fähigkeit angewendet werden soll. Ein bisschen unpraktisch. Oder unpraktischer, besser gesagt. So. Haben wir das jetzt auch noch gemacht. Und sonst kommen wir recht gut durch hier. War ich noch gar nicht drin? Ups. Da muss ich anders ran. Ja, du glaubst jetzt recht nicht. Wohl, warte mal. Da war ich schon, Freunde. Irgendwie hier ganz seltsame Wege gehen, aber hier unten war ich noch nicht. Also bin eigentlich schon ein bisschen zu weit, es sei denn... Gehen wir schnell hier rüber. Das ist eigentlich sogar nochmal einen weiter hoch. Na, wir gucken mal. Es könnte ja sein, dass er gar nicht mal so, sag jetzt mal, falsch liege. In meinen bisherigen Wegen und soll doch irgendwo da unten noch das letzte Teil vom Rüstungsset sein. Dann, ja gut, mein Gott. So, viele Gegner. Und der Sorte vor allem. Noch ein Ritterschild. So, stimmt ja. Den nehmen, dann, ist das Schlimmste ist? Ich will mir den Hylia-Schild noch holen. Aber gar keinen Platz dafür. So, okay, da geht's runter. Da geht's ja dorthin, wo ich jetzt sowieso noch hin will, zum Abschluss quasi. Was schon gerne wissen würde, was
dort eigentlich ist, müssen wir von dort hin, ne? Da wird es auch gehen. Okay. Hier scheint es nicht mehr viel Großartiges zu geben. Sag mal, da ist natürlich jetzt fies. Was, er lebt noch? Scheiße, ich dachte, er wäre tot. Noch ein Königs... Wieso blitzt irgendwo? Oh, es gewittert. Gewitter! So, wäre das mal gemacht. Dann gucken wir noch mal, was hier unten noch sein soll. Also hoffe, wie gesagt, aufs letzte Stück vom Kleidungsset. Wäre zumindest schön. Ja gut, hier ist nicht mehr viel, ja? Cool, wenn du natürlich auch das Schloss zusammensetzen könntest. Sei es am Ende vom Spiel, ist so eher unwahrscheinlich. Und so die Historie der Zelda-Spiele angucken. Noch ein Gardeschild, noch ein Ritterschwert. Sag mal, mit Schilden hat das aber gar nicht so, dass man das Gefühl hat, oh, wir übertreiben ein bisschen. Ja, ja. Er muss dann nachher, wenn es um den Hylia-Schild geht, dann in einem meinen anderen Schilden opfern. Tja. Aber hier ist nichts. Dafür wäre auf der anderen Seite etwas und deswegen gucken wir dort noch schnell nach, weil sonst waren wir überall. Wenn dort das Ding nicht ist, dann habe ich halt Pech gehabt. Danach würde ich sagen, Freunde, wir sind bei 53 Minuten aktuell. Danach wäre es eigentlich vorbei. Den Hylia-Schild holen wir uns das nächste Mal, weil ich weiß, wo er ist. Er ist nicht in so einem Ort, wo man sagen müsste, sehr schwierig oder so. Warte mal, jetzt bin ich ja ganz oben. Das ist praktisch. Moment. Also mit dem Blitzen gerade weniger praktisch. So, ich bin immer noch im EG. Okay, krass. Ah nee, hä, dann war ich doch schon. Ah nee, im U1 hier war ich schon. Okay, ich muss aber da ganz rüber. Entschuldigung, ich dachte, wir waren noch nicht. Ich habe den falschen Kopf gehabt. Super, Michael. Hä? Nur mal schnell den Super Rivali-Bogen ausprobiert. Ja, da fliegt es nach unten. Aber hier muss ich runter, wa? Genau, weil dort unten ist nochmal ein Eingang.
Aber jetzt mitten im Schloss selbst kann ich wieder den Bogen wechseln. Kann man so viel von diesen Königsbogen. Nehmen wir so einen. Ich nehme, da steht ein bisschen Power drauf, oder ein Bonus besser gesagt. Nehmen das hier von den Waffen. Das ist sogar ein bisschen creepy. Dann blitzen plötzlich irgendwie so, ja, also so einen starken Filter drüber legen, das Ganze. Ein Gardebogen, natürlich. Ey, Sarah, wir haben schon genug Bögen. Das Kleidungsset ist nicht da, aber warum dann überhaupt so ein riesiger Raum hier? Ah, Mist. Ja, den haben wir schon. Der Königsvereiner dran glauben. So, also ich verstehe immer nicht ganz. Es sieht so aus, als wäre hier vielleicht noch irgendwas versteckt oder so. Also im Sinne von, ja, hier könnte etwas sein. Ich habe es noch nicht entdeckt. Ich könnte natürlich jetzt auch nachgucken, wo zum Henker dieses Kleidungsset oder so sein soll. Weil ich schon mal gesagt, ich habe die komplette Lösung hier bei mir herumliegen. Also insofern das ist nicht so das Problem. Ich habe eigentlich gehofft, ich würde es selber finden. Naja. Ja, man, es ist U3, im U2 haben wir irgendwie auch nichts gesehen. Schräg. Schräg, aber sowieso schon morgens. Alles klar, Freunde. Würde man sagen, trotz allem, ich beende mal die Folge an der Stelle. Wir sind mal knapp an einer Stunde, das reicht fürs Erste. Nächste Folge, eben wenn ich gerade das letzte Kleidungsteil vom Set noch finde. Also die Rede natürlich von dem Set hier. Ups, das war richtig. Vom Leibwachen-Set. Das noch finde, dann ist natürlich auch cool. Ansonsten würden wir uns dann mal zum Hylia-Schild begeben. Wie bereits erwähnt, der ist hier auf der Karte. Anführungszeichen. Der ist halt hier beim Schloss. Aber nicht hier, wo wir schon waren. An einem anderen Ort. Eigentlich recht gut versteckt, aber trotzdem so, wo ich sagen würde, ja, kommt relativ easy hin. Und dann endlich ab zum Dekobaum. Hoffentlich, wenn es überhaupt klappt, weil der Wald ist auch wieder voller Miasma. Vermutlich oder sonst irgendwas passiert, ist immer die gleiche Scheiße hier. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.